Kolleginnen und Kollegen, ich probiere mich wie kurz zu halten, weil da wird wie man zu lang geht. Wir wollten sich heute von der Gelegenheit profitieren, für ihr mitzuteilen, was sich im Gesundheitswesen oder in einer Gesundheitskäse am Gangen ist, dass für kurzem ein Quadripartit stattgefunden hat, wo man mit vielen verschiedenen Problemen konfrontiert gesehen. Wir führen das drauf kommen, dann hat man just Nora hat mal ganz schön merci gesagt, dann noch der Equipe, mir neuerdings als die Equipe um 2 Leute wie groß gehen. Und ich profitieren von der Gelegenheit für denen zwei auch merci zu sagen, dass erstens an die Sekretär-Sozialsequipe kommen sind und die auch als helfen am Gebiet von der pensionierten Abteilung. Und da ist der Piet Bach, den Halbanne setzt, wie gerade so gut durch den Daniel Marquez, der ganz Hanne setzt. Denen zwei ein dicke Merci für ihre Unterstützung. Aber wir haben noch etwas vergessen müssen. Wir haben den Hang Merci gesagt für alles, das was gemacht wird, weil aber kein Mensch gesagt hat. Als das Pensioniertenabteilung dezidiert hat, dass den Hang nicht einfach fortkommt. Dafür sitzen noch 4 und sitzen nicht im Saal, weil den Hang als nominiert von der Pensioniertenabteilung als Ehrenpräsident von dieser Abteilung wickelt, dass wir erstens keinen hatten und zweitens sie besser wie den Don hat man nicht kriegen. Aber wir sind froh, dass wir dabei sind. Dem Landesverband merci für die Zusammenarbeit, obwohl das jetzt nicht gehen. Wir aber gehen sie nachher immer und dafür dem Nico als Engeleit merci für die Flott Unterstützung und die Flott Zusammenarbeit. Ich habe gesagt, AAA für Security Social, ich habe einen flotten Ausdruck gefunden. Wir sind sich überlegen, ob ich nicht daraus etwas möchte an der Zukunft, weil effektiv als Security Social als wird ein AAA mehr wie verdient. Wir haben eine Security Social, die wirklich dementsprechend performant ist und die es so rumbringt, dass wir eng von den Besten sind, europäischen Niveau, wenn nicht gerade weltweit den probiert, an alle Niveauen aufzudecken. Und ich will nicht am Pensionswesen bleiben, nur rein an der Gesundheitskäse für darüber aufmerksam zu machen, dass wir auch da Probleme haben. Und das ist erstaunlich, dass das alles mit den selben Zöllen, mit denen, wo den Sylvain Fiedron erklärt hat, wo man mit denen Zöllen gesagt kriegen, dass sie irgendwann kommen an unmöglich finanzielle Situationen. Aber für uns ist es aber wichtig, dass wir am Gesundheitswesen die Performance und die beste Qualität probieren zu garantieren, wenn die Leute krank sind, wenn die Leute Hilfe brauchen, wenn die Leute an das Spital müssen, dass sie dementsprechend eine hohe Qualität kriegen, Fußwein an dem Land, und das ist für uns der Hauptfaktor, und wir probieren uns auch dementsprechend durchzusetzen. Das ist so demoralisch nach anderen. Ich fand es nicht schlimm, dass sie heute zu Lützeburg hohe Gesetze möchte, Platz auf der anderen Seite probiert, alle Menschen aufzudecken. Egal wie sie in der Situation ist. Und dafür tritt der Nobel ran für die Kuvertur universell, für das alle Menschen heute zu Lützeburg aufgesichert, dass nicht mit hohen Gesetzen gestraft wird, an dem man schon eine unmögliche finanzielle Lage gesagt wird. Kolleginnen und Kollegen, 6. November war Quadripartit zu Diedling. Das war schon der Not für Diedling, dass sie überhaupt stattfand. Diedling habe ich immer als eine Stadt gesehen, die ziemlich sozial ist und die sich viel für die Leute gesagt hat, Madame Minister, ich könnte für Diedling, das wird sehr gut arrangiert, dafür, dass sie direkt nur Konten gehen. Aber auf der anderen Seite hat sie uns probiert, ein Budget vorzustellen, den mir ganz viel froher stellt an uns alle Guten, die da waren. Der Moment, Gesundheitskäse deckt 985.600 Leute auf. Davon sind 2/3 Residenten, 1/3 Nicht-Residenten. Und auf der anderen Seite gucken wir auch, wozu ihr kommt. Und die kommen von 98% von ihren Kotisationen an, respektiv kommen sie von Hilfen von verschiedenen anderen Plätzen. Nebst oder Nordplan aus 2024 nehmen
0,9 wird klammen 2025 mengen se klummt nimmen 1,5%. Ich will net wegschmmer den Zöl. Mit die Zöllen weisen a watfäng Richtung, dass man an der Zukunft werden Rollen nur ihren aussehen werden hoffen, dass sie sich ihre weil untertan schon andere Sachen ihre wo Zöllen am Gange sind, aber vielleicht sich ein bisschen zu verbessern. Die Ausgaben sind 83% rein Soin. Das heißt Spidol, Doktor, Medikamente und etc. Das, was man brauchen, und 13% Krankenschein. Das so nicht die 13% und Jean-Claude du geschrieben. Oder Nora über Karenzdiskussionen, weil heute zuletzt war die so der Mensch von der Gesundheitskäse profitiert. Wir müssen immer erklären, neben der Karenzdiskussion muss man immer klären, für was oder was bringt das von den Leuten, also Auerzeiten imposiert, wo sie dürfen rausgehen. Das heißt, morgens von 10 bis 12 Uhr, mittags von 12 bis 18. Das ist schon immer die Frage gestellt, was sieht man da? Wenn den Assyrier, die Kranken nicht daheim ist, von dem P gebracht wird, oder das Problem wird für euch, der Moment, das sieht man gut nicht aus. Ob man daheim war oder nicht daheim war, dadurch sieht man aber noch nicht, ob man krank war oder nicht krank war. Wird das auch du willst von mir aus ersetzen, für zu probieren, an der Diskussion eine Kontrolle zu kriegen von einem Kontrolldoktor. Über die Kompetenz können wir diskutieren, will ich aber nicht halt feiern, weil du stellen sich viel froh, wenn ich weiß, was für Decisionen, dass die Kontrollmedikalen Pummel will. 2024, also 2023, werden wir mit einem positiven Schiffer nach aufschneiden mit 2024 wird man sicherlich mit einem negativen aufschließen. Merci. Und zwar mit einem negativen Sold für 37,9 Millionen. Bis dahin geht es ja noch. Da gibt es dann argumentiert, ja, da hält man noch zu. Zweitens gibt es gesagt, wir kriegen eine Fortprogression an den Depensen, hauptsächlich weil auch Kleider, das ist der Schlüssel für Prestationen abzudrehen oder besser Vorfehen auszubezahlen, respektive die neue Prise en Charge von den Zähnen. Du weißt ganz, da stand neue Prise en Charge von den Zähnen. Das ist die der Herren hat, hauptsächlich bei den Jungen, unter 18 Jahren, für die all die anderen, und ich noch nicht viel Ernstes konnten feststellen. Das führt dann dazu, dass man 2024 von der schwarzen Silberischen suchen. Dass mehr dem Moment eine Reserve von 541 Millionen. Und die geht aber dann rauf auf 465 Millionen an der Gesundheitskiste. Für 2025 sieht das dann dramatisch aus. Und zwar, du geht die Reserve von 465 Millionen rauf auf 260 Millionen, das heißt, wir machen ein negatives Sold 2025 nur ihre Pronostiken von 160 Millionen. Aber wenn man alles das nur guckt, dann weiter die Zahlen analysiert, da stellt ihr fest, dass wir 2027 an einer Situation wären, dass wir unter der Reserve minimal sind. Das heißt, 10% vom Budget wären wir drinnen. Aber was mich aber mehr erstaunte, Madame Depré feiert einen vierten Job, dass Pensionen nicht zu finanzieren sind ab 2070. Und ich schwätze auch nicht oft vom Fonds de Kompensation, den aber 27 Milliarden hat, bis 2070 im Prinzip nur ihre Berechnung können finanziert. Genau sind wir in einer Situation, dass man 5 Jahre vielleicht nicht finanzieren kann. Und der Quadripartit, weil das ist nicht wichtig. Wir lassen das weiterrollen, wie wenn das sich kein Problem ist. Obwohl, dass wir die Negativtendenz schon feststellen, hinter 2020, wo wir mehr Suchen rausgehen, wie wir am Endeffekt rauskriegen. Was noch mehr erstaunlich ist, dass dann während der Sitzung von der Quadripartit erlaubt sie sich bemol oder sogar besser gesagt nicht umgedreht, am Vorfeld von der Quadripartit gibt es ein Interview an der Zeitung Virgül, wo sie sieht, man ja, ich bin da vertreten mit das nach Orbiter.
war mir nie bewusst, ich schon immer gemeint, hey, wäre zu einem Drittel so viel responsabel wie die anderen zwei, dass die steht vom Salariat, an die vom Patronat, und sie sagt dann, bei den hast du mehr Arbiter, den guckt, wenn die zwei sich nicht Dienst gehen, dann muss den dezidieren, das war mir nie bewusst. Ich weiß just, dass den immer das gemacht hat, was der Minister gesagt hat. Wenn der Minister gesagt hat, wir gehen nur längs, nur hat nur längs gestimmt, aber wenn er gesagt hat, nur jetzt gestimmt. Also, wenn er spielten dann Troll vom Arbiter, und das hat doch sich dazu gefeuert, dass die Fassbühne übergelaufen ist. Wo wir nur der Quadripartit gesagt haben, das lassen wir uns nicht gefallen, aber wir probieren, einen gemeinsamen Front aufzubauen. Schon daran vielleicht ein Viertel, den die, obwohl der Job bei Pensionen, da zu dienen, mit nur mal besonders reüssiert. Und zwar haben wir einen Front aufgebaut gekriegt zwischen dem Mugebel und der CGB, plus CGFP, DAF-GFC, plus, obwohl das die Gründe dabei Seite sind, und zwar TUL Patronat, was sich mit uns an der selbe Sport geheilt wird, aber am Resultat, dass man direkt den Brief gemacht und über den Weekend, letzte Weekend, wo man rumbrot tun, sie so unter Druck zu setzen, dass sie d'Urgence für diesen Mittwoch, also den letzten Mittwoch, eine Sitzung angerufen hat mit den Sozialpartnern, genauso wie wir wollten. Wir haben gesagt, wir wollen keine Administration dabei, just mit den Sozialpartnern. Wir sind dazu gekommen, dass wir rumbrot tun, dass die Madame Lommel abhält, immer zu so einer Schwarzen nur längs, Material, dann schwätzen mit dem Club und schwätzen mit dem Club. Sie hat da einmal gemeint, an der Sitzung müssten aber definitiv nach Parma da anzugehen, den sie dann noch angeholt, wo einer anderen dran steht. Dass mit den Sozialpartner, die an der Verantwortung sind, dass sie auch die müssen ja nur die Kapitän erhalten, Gift diskutieren, probiert, eine gesunde finanzielle Situation herzustellen, wenn man das rumbringen. Zweitens geschieht etwas, was ich meine, bald 10 Jahre, wo wir das fordern. Und zwar, dass sie seht, wir sind bereit, ein Projet de loi auszuschaffen, für einerseits zu gucken, ob Maternité definitiv nicht muss über das Staatsbudget gehen. Ich habe schon immer verstanden, dass Maternité nicht unbedingt eine Krankheit für Maternité als nicht als Krankheit zu konsiderieren, und die also immer über das Budget überholt gehen, mit uns der Minister gehen, die gemeint hat, dass wir sollte besser kontrollieren, was nicht machbar ist, über den Gesundheitscase, das zu machen. Das ist der nächste Effekt. Wir schwätzen von bald 40 Millionen Jahre an der Moyenne, wo wir rückwirkend rechnen, das ist ein enormes Pack Geld, was der Gesundheitscase durch Klappe gehen. Und da kommt noch dabei, dass man gesagt hat, was hat Gesundheitscase zu tun, von einem Spital dezidiert, davon ein Spital zu bauen. Als das der Gesundheitscase ein Problem ist, das nicht das Budgetsproblem. Respektiv, wenn ein neues Gebäude gebaut wird, wir wollen, also wir CNS wollen, dann auch dementsprechend Kosten vom Funktionament, und da schwätzen wir von ein paar Milliarden, die daran alle Jahre investiert, für das zu decken. Das heißt, die 20%, die CNS soll bei allen neuen Investissementen, soll auch an dem Projekt de loi geguckt gehen, respektiv soll vielleicht aufgeschaffen gehen. Wo der Nierwendtürze für Tätigkeit, also in dem Lebenmenglisch, das wird Tripartit an den Mund kommen. Wo sie gesagt hat, und das steht am Dokument, dass sie sich engagiert an einer Form von Tripartit, dann zusammen zu verhandeln, für das ein Gesundheitscase ordentlich an den Equilibre geht. Und plus geht sie dann hin und sagt, schon bald vergisst der freie Minister, den hat doch noch ein Zweitquadripartit. Und das Zweitquadripartit, das dann nur schon fixiert für einen Monat mehr vom nächsten Jahr, für dann zu gucken, wie weit das man sieht. Weil wir gesagt haben in der Sitzung, wir wollen keine Zeit verlieren, aber wir wollen auch nicht dementsprechend beim Rückwider der Mauer stehen und dann nur nicht können zu agieren. Und dann zum guter Letzt hat sie dann noch gemeint, dass es wichtig ist, dass sie Soin equitabel kriegt und dass das am Zentrum muss von der Diskussion sein und von der Präokkupation von den gesamten Diskussionen sind. Kolleginnen und Kollegen, das sind Resultate, die am Mittwoch sie ist nicht fortgegangen. Sie hat den 13. Monat unterscheißen von der Pension, den selben Moment, wie sie mit uns dann haben. Und sie konnten nicht direkt fort, weil wir gesagt haben, nicht wenn wir heute keinen Akkord haben, dann stimmen wir kein Budget, weil den also richtig Mittwoch auch aufgestimmt gehen, aber wurde choisir. Mit dem Resultat, dass dann das Dokument gemerkt ist, mit dem Resultat, dass wir
den du ein Engagement von ihr hun mit denen 3 Hauptpunkten und Schwengen, dat sie noch die wichtig sind. Ein ganz letzter Punkt, was ich gemerkt habe, das wäre aber wichtig, ein Kehr zu erinnern, der ich weiß nicht, wie das bei Doktor war. Wir haben vielleicht schon festgestellt, dass der PID immer mehr funktioniert. Der Point de Paiement intégral direkt. Entretemps sind es 600 Doktoren, die das angesagt haben, 2500 ungefähr. Und wir hoffen, oder CNS hofft, dass bis Ende des Jahres auf 1000 Doktoren sind. Das heißt, das System fängt an zu funktionieren. Wir hören noch ganz viel positive Echoen von unseren Membern, die sagen, wow, das ist immens, wenn ich meinem Herzdoktor gehe, den der tut, Platz, dass ich für 400, 300, 400 Euro bei ihnen müsste bezahlen, bei dem bezahle ich süß nach 30 oder 40 Euro. Und das funktioniert effektiv perfekt. Also zeigt nicht, Doktor, der mal auf den Weg zu gehen und zu sagen, hey, hol du auch die PID, kriegst du gut nach 600 Euro dabei. Das sind die Maschinen, die ersetzt. Also das kostet nicht, nur meine Meinung. Und damit haben aber die Leute ganz viel unter dem geholfen. Und den einzigen Problem, der immer bleibt, das sind die Hände. Sie hat für die Unrüstung gemacht, sie hat aber nicht gemacht für all die anderen. Aber auch da wird man als nicht gehen in den nächsten Wochen am Montag mit hier weiterzuführen und sie so unter Druck zu setzen, dass sie irgendwann wird dezidieren, dass auch die Leute nicht müssen 13 Jahre mit derselben Prothese laufen, wie dass es definitiv andere Solutionen geben, wo die Leute können dann normal, adäquat und agreeabel Leben am Alter feiern. In dem Sinne, merci für die Nullleistung.